Im heutigen Zeitalter sind auch die Käfer nicht mehr untätig. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Digitalkäfer im Cyberspace. Oh Mann, die Digitalkäfer transformieren sich selbst in mächtige Xyz-Monster mit besonderen Xyz-Beschwörungen. Lecker, lecker, wie die aussehen. Ja, aber schon in letzter Folge erwähnt, ich bin eigentlich nicht der Käfer-Fuzzi. Dachte mir jetzt aber eigentlich so, komm, bring's hinter dir. Oder hinter dich in dem Fall. Das Käfer-Matrix, okay. Szenario. Eine Karte gibt es dafür, ist das schön. Heulendes Insekt, der heul auf, und das gleich so weitergeht. So. Der rapide Fortschritt der Cybernetzwerke hat der Menschheit großen Nutzen gebracht. Sie sind jetzt integraler Bestandteil unseres Lebens. Dieser rapide Fortschritt und Wandel hinterließ jedoch mehrere kleine Bugs in den Ecken des Netzwerks. Wer kennt sie nicht? Anfangs waren es nur bedeutungslose Daten mit wenig Wirkung. Die Bugs sammelten jedoch Daten an und lernten mit der Zeit. Eine intelligente KI. Als sie bemerkten, hatten sie schon die Gestalt von Insekten angenommen. Ja, in der Bugs, also. Experten glauben, ihre primären Ziele seien Fortpflanzung und Weiterentwicklung. Wie bei der Menschheit, vor allem die Fortpflanzung. Trotz ihrer unterschiedlichen Eigenschaften verhalten sie sich merkwürdigerweise, als wären sie eine Art mit einem einzigen Zweck. In unserer Welt gibt es die symbiotische Beziehung zwischen Ameisen und Blattläusen, bei der Ameisen Marienkäfer den natürlichen Feind der Blattläuse verjagen und dafür Nektar erhalten. Ameisen und Blattläuse sind jedoch verschiedene Arten mit unterschiedlichen Zielen. Und die Bugs vielleicht aus einem Datenelement geboren und gelten nur deshalb als verschiedene Arten, weil sie unterschiedlich aussehen? Es wird einige Zeit dauern, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Jedenfalls können wir die Bugs, die sich im ganzen Netzwerk verbreiten, nicht ignorieren. Netzwerkadministratoren bezeichnen diese Defekte, die schnell wachsen und sich weiterentwickeln, inzwischen als Digital Käfer. Und einfach Digital-Bugs. Sie ergreifen jetzt Maßnahmen, um diese Mängel zu beseitigen. Indem sie eigene Käfer abschicken. Was? So. Heulendes Insekt, dankeschön, 3-mal, weil war auch jede Karte 3-mal, ist klar. Denn die Vorzüge und Nachteile des Digitalkäferdecks. Was krass war, weil irgendwie Nachteile habe ich jetzt so in einem Tutorial noch nie mitbekommen. Wegen, oh, das Deck kann das und das nicht. Ist eigentlich eher, dass es darum geht, hey, so spielt man's. Weil das kann's. Aber nicht, was es nicht kann. Was macht ein Digitalkäferdeck einzigartig? Also, XS-Beschwörung, die Stufe zu ändern, Materialien waren zu stapeln und bei XS noch Ränge 3, 5 und 7. Wow, XS-Monster mit Rängen 3, 5 und 7. Braucht natürlich 3, ja? Also ein XS-Monster mit Stufe, mit Rang 3 ist natürlich ganz geil. Turn Change. Draw Force. Your turn. Der Netzlöffler, wer kennt ihn nicht? Netzlöter, Entschuldigung. So, ich soll was vorbereiten, wa? Kann nicht als XYZ-Material verwendet werden, außer natürlich vom Typ Insekten. Ja, sich selber quasi einen Modus switchen, um ein weiteres Monster zu rufen. Und nun, Freunde, bilden wir das Überlagerungsnetzwerk. Und rufen als XYZ-Beschwörung Digitalkäfer Skaralüfter. Aha. Und aktivieren den Effekt von Käfersignal. Was? Käfersignal.
Das kann den Rang sogar um 2 erhöhen? Nummer 1, krass. Also Rangsteigerungszauber und so sind meistens nur mit einer Stufe. Mit einem Rang. Das gibt noch Stufe, ey. Das sind hier Ränge, Freunde. Ränge. Victory ist our, was auch sonst. Die Kugel des Lichts. Finde die Kugel des Lichts. So, Exis-Monster Typ Insekt. Ja gut, wenn wir sagen, los geht's, wa? Du bist als Erster dran. Okay. Und schon mal gut, 3 Gegner natürlich, ist klar. Max C. Vor allem Max mit 2x. Könnt die Karte ablegen und weitere Karte zu ziehen. Was effektiv wir? Neben Spiellos. Der Anfang. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Peng. Jedes Mal, wenn dein Gegner in diesem Spielzug einer oder mehrere Monster Spezialbeschwörung beschwört, zieh sofort eine Karte. Das müsste ich eigentlich zu Beginn des gegnerischen Zuges, müsste ich eigentlich die Karte hier abwerfen, damit das irgendwie überhaupt was bringt. Okay. Das klingt schon mal cool. Nee, der war gerade nichts. So. Warte mal. Du kannst diese Karte speziell mit deiner Hand beschwören. Dann kannst du wohl diese Karte, also das Monster. Ich hoffe mal, dass das Monster gemeint. Schon 5 oder 7 werden lassen. Das ist natürlich die Frage. Ja, möchte ich gerne. Ja, welche Stufe? Das ist schwierig. Machen wir 7, komm. Optionalen Effekt müssen wir aktivieren. Also die Karte speziell schon in der Hand beschworen wird. Du kannst die Karte sehen, dass du kontrollierst. Nein. So, den switchen. Wir nehmen seinen Effekt aktiviert. Ich kann ihn aktivieren, besser gesagt. Ne, immer noch nicht. Galaxiewurm. Okay. Ein Galaxy Deck oder was? Der bringt mir gar nicht so viel. Ne, ich weiß ja, ich habe noch mal eine Fallenkarte, Freunde, aber nicht vergessen. Ach stimmt, jetzt kennen wir schon. LED-Käfer. Kann ich mir mal was anderes auf die Hand holen oder aufs Feld rufen? Na, nehmen wir den hier, komm. So. Spezialbeschwörung, was haben wir Schönes? Digitalkäfer Nashorn. Was wäre das Vieh? Bus. Okay, ist ein Nashorn, Bus. Nur das hier?
Na komm, zur Not immer einen stärkeren. Freunde, Xyz-Beschwörung! Der Nashornbus, wer kennt ihn nicht? Krasses Viech, wa? Noch den Effekt, den ich drauf habe. Und dann immer gesagt, lassen wir mal und gucken, was der Gegner macht. Dann gucken wir mal, was er macht. Nee, noch nicht. Ja, okay. Kann ich auch mit dem Gegner machen. Nee, passt schon. Wieso habe ich eigentlich jetzt keine Karte gezogen? Hätte doch ein Monster gerufen. Hä? Ah, Spezialbeschwörung. Okay, nichts gesagt. Das wäre natürlich auch cool, wenn man auch damit hätte. Aber erstmal gucken. So, einen Effekt aktivieren. Ja, du kannst eigentlich diese Karte abhängen, so mit dem Gegner kontrolliert, aber ganz ehrlich, das Vieh hat so wenig Power. Da wird es einen Effekt zu nutzen? Nein, weiß ich nicht. So. Habe ich noch die Fallenkarte, alles picobello. Und eben, je nachdem, was ich noch für Käfer gleich ziehe, kann ich das ja noch anhängen. Also passt schon alles. Ja, das kann ich nicht machen, wa? Schwierig, Freunde, was zu machen. Schwierig. Ein Käfernotfall. Ich kann ja sonst nur mit Helden. So, was im Friedhof macht, kann ich so auch nicht. Das war zu erwarten. Können wir doch den halt gerne später spielen. Ja, jetzt ein bisschen doof, wa? Außer er macht. Ne, macht natürlich gar nichts. Was soll ich die machen? Ah, ich glaube, mach den. Ach, so einer ist das, verstehe. Was kann der? Also, mehr Power, ja gut. Kernkohlweiß, was für ein Scheiß. So, ich glaube, jetzt kann es mal riskieren, wa? Ne, warte mal, ist nur bis zu diesem Zug weiter, genau. Stand etwas davon. Käfersignal! So, wie geht die Karte genau?
Okay, was habe ich eigentlich so für Käfer jetzt Monster? Also maximal Rang und so wäre sogar 10, war 11. Also ich habe 9 habe ich gerade nicht, war doof. Das ist ein Rang 2 höher oder niedriger ist. Zuerst muss sein Viech weg. Kein Bock auf das Teil. Krasse Effekte. So, ein Käfernotfall. Okay, aber schon. Dann. Ja, ich muss jetzt eine Xyz-Beschwörung machen, stimmt schon. Okay, der Effekt bringt mir hier auch nicht viel. Und nochmal eine Xyz-Beschwörung. Zu. Ja, gleich. Erstmal schön angreifen. So, jetzt kann ich die Karte hier spielen. Käfersignal und dann, ja, Wurfhallen Stufe 5 Viech. Rang 5 bzw. Alter ist das. Okay. Ja, komm. Ich hätte gerne Rang 9 Viech gerufen, aber haben wir dummerweise nicht. Wir haben zwar Rang 10 und 11, aber... Ja, muss mal gucken, wie man die rufen könnte mit dem Deck. So. Hat durchaus ein bisschen Power, vor allem so mit dem Käfer Notfall und so. Hat ein bisschen was auch von so Elementarhelden, Fusionsdecks. Halt auf Xyz-Basis. Und vor allem natürlich ist cool, dass das Xyz-Material wiederum dem eigentlichen Xyz-Monster auch Effekte verschaffen kann, so dadurch. Können wir schon mal aufmachen. Und das Ziel noch, Freunde. Ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich noch, weil wir sind zwar mehr oder weniger erst bei 18 Minuten, aber ich muss heute die Folge ein bisschen kürzer machen, danach noch weg muss. Aber trotzdem noch eine Folge aufnehmen wollte, weil sonst käme morgen nichts mehr. Also morgen keins, also wir würden einen Tag ausfallen, will ich momentan eigentlich vermeiden, wenn es geht. Und deswegen gucken wir uns noch das Ziel an. Die Digitalkäfer sind Schädlinge, die die Cybernetzwerke verschlingen. Aufgrund dieser Erkenntnis haben die Netzwerkadministratoren einen groß angelegten Beseitigungsplan implementiert. Beseitigungsplan, an dem vor allem Netzwerktechniker beteiligt waren, konnten Digitalkäfer ausgerottet werden. Die Defekte wurden beseitigt und der Frieden wiederhergestellt. Und dieser Frieden war nur von kurzer Dauer. Das Cybernetzwerk wurde anfällig, als es vor Beginn der Offensive gewesen war. Einige Digitalkäfer hatten anscheinend die Ausrottungsversuche überlebt. Die Techniker, die diesen Verdacht hegten, führten einen gründlichen Scan durch. Natürlich fanden sie keine Digitalkäfer inzwischen nahmen die Störungen global zu. Wo können die Ursachen dieser Probleme liegen? Was war der große Unterschied zwischen vor und nach der Störung? Die Antwort war klar. Es war die Existenz der Digitalkäfer. Nach eingehender Beratung beschlossen die Techniker, die gespeicherten Digitalkäferdaten im Netzwerk freizusetzen. Diese Entscheidung gab sofort Aufschluss über die verblüffenden Störungen. Es gab eine mögliche Erklärung. Die Digitalkäfer behoben fatale Fehler und trugen zur Stabilisierung des Netzwerks bei. Es war fast so, als gäbe es eine symbiotische Beziehung zwischen Menschen und den Digitalkäfern. Indem sie Bienen einen Lebensraum bieten, kommen Menschen an Honig. Ebenso können sie ein Cybernetzwerk für Digitalkäfer bereitstellen und so die Defekte beseitigen. Bugs beseitigen Bugs, sehr interessant. Zudem werden diejenigen, die spürbare Störungen verursachen, beseitigt. Aber eine umfassende Beseitigung wird vermieden.
Menschen haben sich zur Koexistenz mit Digitalkäfern entschlossen. Sehr schön. Ich will mal sagen, Freunde, dass wir in der nächsten Folge mal Duell mit Stufe oder Rang 4 und 5 versuchen. Und dementsprechend mal gucken, wie gut wir vorwärts kommen, wa? Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei den Digitalkäfern im Cyberspace bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bye bye!